Ist ja nicht ganz gut genug gewachsen, nicht für die Pulpit. Guten Morgen alle. Mir freut dort für das Mal hier zu sein. Das ist allgemein, wir schaden ein bisschen die Lampen. Das ist gar nicht kalt, bitte nicht. Ich weiß nicht, woran das ist, aber ich habe ein bisschen den Problem, wenn es kommt zum eine Botschaft bringen. Wenn je eine Botschaft bringen, Gott sein Wort zu predigen, glaube ich, ist gefährlich. Wenn ich das Wort predigen darf und ich das nicht recht ausleihen darf, da war ich verantwortlich, weil Gott mich verantwortlich halten dafür. So, mir ist das sehr wichtig, dass ich so gut ist, ich Gott sein Wort verstehen kann, dass ich das ausleihen darf oder das Recht geben darf, so dass das zu verstehen ist. Aber weißt du, das ist noch gefährlich für all die von Jüngern, die das hören tun. Wenn ich das Reich bringe, das Wort, dann ist es eine Verantwortung, durch Gehör zu geben zu Gott sein Wort. Wenn es dann, wird Gott Jüngern verantwortlich halten dafür, für was sie gehört haben. So, bloß in Gedanken. Ich wollte allein mein Timer, wo ich überreden will, das ist dann nicht bannen. Und ich komme, ich sage, Mr. Weiß klar, woran das nicht bannen ist, weil ich habe das nicht nicht gegeben an der Zeit. Aber wenn die grüne Bulletin haben, kann ich das nicht schreiben, was ich will. Mein Thema, wo ich überreden will, von der ist die Wichtigkeit, Jesus zu kennen zu lernen und zu folgen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir Jesus kennenlernen. Die sagen vielleicht, wir kennen Jesus. Well, vielleicht over. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir kennenlernen und dann noch am Folgen. Mein Text, was ich mir gewählt habe, ist Epheser Kapitel 3, Vers 14 durch 21. Epheser 3, Vers 14 durch 21. Apparently, ich habe Trouble zum der falschen Anrecht ansehen, fürchen. Je worden het zijn angeworden, ich war das allgemein anwenden ab weichen Hus. Ich wollte das zweimal an, und das ist eine von meinen Schwachheiten, glaube ich. Wollen wir mal Gott sein Wort lesen. Und weißt du, ich muss immer, ich habe das Pferd gesagt, und ich sage, das war, wenn es mir wird, das immer geraten, wo einfach Gott sein Wort zu verstehen ist. Ich meine nicht, dass wir das allemal das verstehen können, dass das sehr, sehr einfach ist, aber das ist so einfach zu verstehen, was ich niemals nicht geglaubt habe. Weil die viele verdient haben, die University, da ich gegangen in Mexiko, was ich auch habe, wo die Bibel das Textbuch war. Ich habe viel in der Bibel gelesen, in meinen Jahren, ich war 3 Jahre, meist 3 Jahre, war ich in der Bibel war, und um den Zeit verwählen wir, ich und noch 2 von meinen Freunden, wir dann eine Wahrheit lesen. So, ich habe viel durch die Bibel gelesen, aber sehr wenig verstanden. Ich muss mich wundern, wo du nicht viel mehr Menschen accidentally Gott sein Wort verstanden und geraten worden. Wie es so einfach ist. Aber wenn ich lese, dass Paulus sagt, dass der natürliche Mensch findet nichts vom Geist Gottes, sondern dass man geistlich verstanden sein und du hast eine Tag für ihr holen, so dass der ungläubige Mensch Gott sein Wort nicht verstehen kann, bitte, wenn er erst will, Gott sein Wort verstehen. So, dann ist mir das klar. So wollen wir mal lesen hier, Epheser Kapitel 4, sehr einfache Versen, sehr interessant. Paulus bet für die Gemeinde. Und wir wollen sein, dass Paulus sehr viel beten.
Wat ik freue mich für die Gebetsstunde, die wir haben, jetzt des Abends war. Mir geht es bloß da erscheinen, und ich geteilt, ich sage, das Platz hier, das ist holy ground. Mir geht es erscheinen, wenn ich da kann, mich begegnen mit anderen Brüdern, und wir können uns hart ausschatten für Gott. Sehr große Verrecht, was wir haben. Ich würde in Mutter sprechen, weil ihr nicht allgemein kommt und fängt das out. Sehr gute Zeit. Gott sein Wort hier an Epheser 3, anfangen mit Vers 14. Und bitte hört, was Paulus da beten hat. Er sagt, das ist, worum ich für unseren Gott und Vater knien will. Von ihm kommt der Name Vater für alle Familien im Himmel und auf der Erde. Und ich bete für ihn, dass er donner aus Heilig und Herrlichkeit ist, ihn Kraft schenken macht, durch seinen Geist innerlich stark zu sein. Dass Christus durch den Glauben bei ihm am Hart wohnen macht und dass je möchten fast gewartet sein und gaudet daunen. Ich bete auch, dass jemand alle andere Heilige taub mochten, die Kraft kennenlernen, wodurch sie begreifen können, wo lang, wo breit, wo hoch und wo deep Christus in ihr Leben ist. Sie sollen kennenlernen, und bitte mag das Wort kennenlernen. Dabei sage ich, es ist wichtig, dass wir Jesus kennenlernen. Paulus sagt, sie sollen kennenlernen, wo Gott Christus ist, oder wo er lebt, und dort geht viel wieder, als wir abwarten oder verstehen können, so dass sie vollends und ganz haben möchten, was Gott für uns hat. Dem, der durch seine Kraft viel mehr an uns tun kann, als wir uns denken oder verstehen können, dem trifft alle ihr an die Gemeinde und an Christus Jesus durch alle Generationen und alle Ewigkeit. Amen. Und bitte mag ich bloß eine Bemerkung hier. Er sagt, der wird uns viel mehr geben kann, als wir denken können. Weißt ihr, ich würde einen Großteil denken können. Wenn jemand mir sagt, denkt ihr mal aus, was du wünschen zu haben. Die würde ich noch verraten können. Ich glaube, die meisten von uns würden noch kennen. Ziemlich viel denken. Apostel Paulus sagt, dass er viel mehr als wir denken können, wie eben mit uns Gedanken verstehen können. Das, den Jesus, den soll wir kennenlernen. Und besser kennenlernen und am folgen. Was ist Paulus sein Ziel hier? Was meint das, Jesus zu kennen? Eine Frau, was meint das, Jesus zu kennen? Wir können Jesus auf zwei Wege kennen. Was sind die zwei Wege? Hauptsächlich zwei Wege. Aus Rada, erstlich. Wenn ich von der würde fragen, kann die Jesus, und wir hier in der Frau fragen, mir wird fragen gefragt, kannst du Jesus? Und dann kann ich mir sagen, was meinst du? Weil es hat ihn Rada. Oh yes, er ist mein Rada. Ich glaube, ich bin ja nicht sicher. Ich nehme an, da sind some hier von der allgemein eine Gruppe ist, das sind some Menschen, die nicht sicher sind, ob sie wirklich Jesus kennen und aus Rada, dass sie das verstehen können. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen hier waren, meiste Verjüngte hier waren, würden sagen, ja, ich kann Jesus aus meinem Rada. Ich habe ihn angenommen. Aus meinem Rada. Oder ich kann ihn aus meinem Rada. Aber wenn ich das noch viel wieder am Kennen zu lernen, und dort ist aus Haar. Und ich würde fragen, ist Jesus der Haar in dein Leben? Was wirst du antworten? Was meint das, dass Jesus ans Haar ist? Weil ihr ein Haar, der hat
alles zu sein über der Sklave zu sein, oder über der Servant. Von er uns Herr ist, dann was immer er sagt und verlangt von uns, dort wir. Er ist dann tüß bei uns. Wir sagen zu ihm, er kann sich tüß machen, alles was ich habe, dort es sind. Er ist Herr, er hat herrschen über uns. Also, eine Frage ist, kannst du Jesus als Herr? Ich glaube nicht, einer von uns hier von der Bahn wird kennen mit Wahrheit sein, der ich kann Jesus voll verstehen. Was ich gesagt 45 Jahre, nu, das sind meist gleich 45 Jahre drei, wie ich Jesus annehmen darf. Die erste Monat oder so, vielleicht nachher, dann dachte ich habe das alle erregt. Ich habe alle erregt, ich habe Jesus angenommen und das wird bloß so herrlich zu weiten, dass er mir erraten wird. Dass meine Sünden schon alle vergeben wird, dass er am Kreuz betont hat. Das ist so herrlich. But little did I know, dass da noch viel mehr wird. Nicht 44 Jahre lang, wenn ich die Bibel studiere, da war ich das aber noch so viel mehr zu kennen, zu lernen von der Bibel, von dem Herrn Jesus, von Gott sein Wort. Dort ist mir eigentlich dort wie von Jesus weiten, aber am nicht wirklich kennen. Weil ich glaube nicht, einer von uns hier war von der hat nicht gehört von Jesus. Wenn wir drei denken, von wo wir herkommen, solange es mir denken kann, habe ich immer gewusst, dass Weihnachten hat zu bedienen, dass Jesus wie geboren. Stille Freitag hat zu bedienen, dass Jesus wie gestorben am Kreuz. Also von Jesus gehört habe ich, solange es mir denken kann. Ich wusste von Jesus. Kann ich am? No. Nicht als Rader und nicht als Herr. So, das ist möglich, dass wir Jesus kennen, wie wir haben, das Mädchen war wie eine Person, fragt, wie jemand, kannst du so eine Person? Oh ja, ich habe die gesehen, was wir really meinen, ich habe die mal gesehen, aber kann da ich really nichts davon. Weil je mehr wurden Frauen, kann ich allem herbannen. Nur gesehen habe ich die gesagt, aber einmal, wenn ich mal anders wäre im Begehen, da frage ich, wo ich in der Kirche und wo ich Andi dann hier lang in der Kirche war, so lange als ich in der Kirche war. So, ich habe ihnen gesagt, mal gesehen, aber ich kann dort nicht mal gescheit am Denken holen, wo ich ihn gesehen habe. Lieber Land, wer je sind wirklich und was je wirklich sind. Und dort ist Fächen, dort sind viele Menschen Jesus kennen und da haben die hier die Weiten von Jesus. Dort ist möglich, dass wir weiten von ihm. Wir können ihn aus Rader kennen und wirklich aus Haar, ohne wirklich ihn aus Haar in uns Leben kennen. Ich würde die Antwort geben, für was er meint, Jesus kennen lernen, Gott sein Wort. Das ist Nummer 1, Jesus seine Kraft kennen lernen. Epheser 3, 8 bis 19. Epheser 3, 8 bis 19, die Verse, was ich gelesen habe, ich war 2 Verse davon, die Panangon, das sagt da, Verse 18, sagt, ich bete, dass jemand alle anderen Heilige taub mochten, die Kraft kennenlernen. Würde ich je begreifen können, wo lang, wo breit, wo hoch, wo deep Christus in der Leib ist. Jesus kennenlernen, einmal die Kraft kennenlernen. Paulus beten, er sagt, ich möchte, dass je Jesus in der Kraft kennenlernen, wo lang seine Kraft ist und wo breit die Kraft ist, wo hoch und wo deep. Wo lang ist Jesus seine Kraft? Wo weit geht das? Weil du hast kein Einsicht von wo lang er ist. Wo breit ist Jesus seine Kraft, der reicht so weit, dass du nicht denken kannst, und danach viel wieder. Du hast kein Einsicht von wo weit, wo breit.
wo hoch seine Kraft reicht bei dem Himmel. Jesus ist wieder da, wie es Gott die Erde schaffen, die Welt und alles schaffen, durch Arm ist alles geschaffen. Hey, Mensch hat es all sehr weit gekommen, das hat ein Mond gewasst ist, all Millionen Mil, was sie weiten, was essen sie wieder, da haben viel uitgefangen, aber keiner hat de kleinste Idee, wo hoch Gott seine Kraft ist. Das ist gar nicht uitgeschapen, also, das ist, wo hoch der ist, wo deep ist der. Gott seine Kraft ist so deep, er kommt ab Erde, und Jesus kommt ab Erde, uns zu raten hier. Also, wo ich begreifen kann, wo lang und wo breit, wo hoch der Christus seine Leib ist. Ja. Und dann Vers 2 sagt, Christus seine Leib kennenlernen. Wo sei der Herrns Leib? Und Vers 19 sagt, wir sollen kennenlernen, war das, da braucht das Wort kennenlernen, meinen, wir sollen mit Arm in Gemeinschaft sein, intimate Leben sein, innerlich kennenlernen, wo Christus jünd läuft, dort jetzt viel wieder aus wie abfoten oder verstehen kann, so dass die Verlands in ganz haben mochten, was Gott für jünd hat. Was die Geschwister, Gott hat für uns, nur die Bibel noch, was die Bibel uns wiesen hat, Gott hat für uns so viel, dass wir dort in uns ganzes Leben niemals wollen utschaffen. Weißt du, wenn wir wollen, wenn der Herr Jesus wird kommen, wir wollen ihn begegnen, er wird uns ein Haus nehmen, da wo wir sagen, wow, habe ich nicht die kleinste Idee gehabt, ich stelle mich dort vor. Ich nicht die kleinste Idee gehabt, was Gott für uns hat. Aber weißt du, er hat dort für uns hier, ab das Leben all. Er sagt, so dass die Verlands in ganz haben mochten, was Gott für jünd hat. Weißt du, da ist nicht in uns Leben, was uns begegnen hat, wo Gott nicht die Antwort für hat, wo Gott nicht alle Recht gemacht hat, für keine Versuchung wird uns was hier ankommen in uns Leben, wo Gott nicht all hat, Recht gemacht für, wo er uns wird durchhelfen, wenn wir ihn kennenlernen. Dort ist alle vor dich, einmal er hat den Herzplan vor dich gemerkt, wo du und ich nicht daunen kann. Dort ist 100% frei, was wir da kriegen, und er hat doch Recht gemerkt, dass wir können sich haben in das Leben. Weißt du, ich wundere mich, nu diese letzte Zeit habe ich viel gewundert. Und ich glaube, dass der Herr Jesus, den Herrn Jesus kommen, ist nicht bei, was wir betrachten, was die Bibel sagt, was angehend hat an der ganzen Welt, besonders in Israel und so weiter. Ich glaube, dass dem Herrn Jesus kommen, ist nicht bei. Da wird gar nicht so allein dienen. Und ich kann auch noch, glaube noch erwähnen, dass ich glaube, der Teufel, der prüft alles, was möglich. Dass er uns als Christen am Trouble bringen hat, und dass er uns einer jedem anderen bringen und so weiter. Ich wollte jetzt wieder ein bisschen mehr davon reden. Und wir hatten eine Botschaft, Verse von Henry, der für ihn war in der englischen Botschaft führen. Und wir reden von Gemeinschaft von und so weiter. Von wo wir einer dem anderen sollen leben und so weiter. Aber hier sagt dort, redet davon. Okay, Paulus sagt im Kolosser Kapitel 2, Vers 3, und wir wollen schloss ab, noch Kolosser Kapitel 2, Vers 3, 2 und 3. Kapitel 2, Vers 2 und 3. Da sagt Jesus das. Mir ist das darum zu daunen, dass die von Horten mutig waren und dass die untereinander leben und einig sein. Weißt du, der Apostel Paulus in der Zeit, da wir nicht viel anders als das von der ist. Bitte, ich glaube, der Feind hat viel in der Zeit, von der proben uns zu verdorben,
en ons de trouble als hij dan had. Aber Paulus sagt, dass mir ist das darum zu tun, und hij betet darum, dass je von Horten mutig worden. Weil ich glaube, dass wir sind, werken hier wie dort, wir sind anmutig, wir haben Trouble, wir sind wo wir bange sind, an Trouble dann gekommen, wieder, sind ganz anmutig, wir verlieren Mut. Paulus sagt, mir ist das am zu tun, dass die wollen mutig wollen und dass die untereinander leben und einig sind. Paulus wird so am zu tun, dass wir würden, dass da wird Einigkeit sein in manch uns und dass wir würden mutig sein. Vers 3 sagt, Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis liegt in Christus. Weiter sagt Paulus von, was uns aufgeht oder was uns Schatz, was uns haben geht oder was da liegen das, reit liegen das für uns, wo wir Angang zu haben, wenn wir am Brücken tun, wenn wir am Trouble dann kommen, charakter und Wort, das für Trouble ist, wir haben, du hast einen Schatz für uns, wo wir können von Brücken. Dann sagt er, worum ist dort, meine Frage ist, worum ist das so wichtig, dort wie Jesus oder Gott sein Wort besser kennenlernen, eine Frau. Worum das so wichtig ist, noch als der Erfolg von Jesus nicht kennen und folgen. Weil wir denken, fangen wir da an, was das kosten wird, weil wir nicht, wir haben eine Choice zu machen. Wir müssen entscheiden. Wir wollen nicht bloß neutral sein. Wir müssen entscheiden, ob wir wollen Jesus kennenlernen oder ob wir ihn nicht wollen kennenlernen. Weil die viele Menschen, die sagen, das christliche Leben, das ist so schwer, ich kann das bloß nicht tun. Weil dort ist sehr leicht, gehen, im Vergleich mit größter gehen, die tun. Ich glaube, das ist sehr wichtig, Christus kennenzulernen, wie es der Erfolg von Jesus nicht kennen und folgen ist viel kostbarer. Wir tollen einen sehr hohen Preis für Jesus nicht kennenlernen. Viele Menschen sagen, weil ich bin gerade, ich weiter, ich war im Himmel gehen, who cares for the rest of it? Weil so Menschen dort weiß bloß nicht, was sie sagen wird. Da keine bloße Idee, was wir sagen, was mein Vater gesagt hat, keine bloße Idee, was das wirklich meint, Jesus zu kennen. Ein Wort von Gott zu sehen, das ist, Jesus zu kennen und mit ihm zu wandeln. Ein Leben dort nicht sich übersinnhaft als viel schwerer als ein siegvolles Leben. Glaubt ihr mir dort? Weil ich habe beobachtet, Menschen beobachtet, die Trouble haben in ihr Leben, die nicht mit Gott wandeln, sondern nur direkt von Christen, hauptsächlich von Christen. Wahre geborene Christen. Aber wie das selbst ist, war für Menschen, die am Unglauben leben. Dort bloß bemerken, was passiert mit ungläubigen Menschen. Was passiert an den Leben, an den Leben, so to speak, Leben, oder mit Partner, das unmoralische Leben, das ganze Leben mit Drugs, mit all das, was supposedly eine Freiheit geben wird. Betracht eigenes Leben, also es steht in Ansicht mal, Wohnleben, da leichter ist zu leben, und mit Gott in Gemeinschaft wandeln, oder in so einem Leben ist dort leben. Ein Leben, das nicht sich übersinnhaft ist, viel schwerer als ein siegvolles Leben. Wollen wir mal ein klein bisschen gucken, ans mennonitische Hintergrund. Wir kommen alle von dem mennonitischen Hintergrund. Einer kommt so, einer ist an seiner Familie abgewachsen. Viele von uns sind noch der zweite, vielleicht die dritte Generation, wo die Christen sind. In meinem Leben
45 Jahre drei, dort wir auch nieder am Bett von unserer Familie. Wir sind von der Generation, wo wir dem Herrn Jesus fangen und wo Gott sozusagen in unser Leben kommt. In unsere Familie. Mein Vater, mein Großvater und noch wieder drei meine Vorväter, die leben in furchtbarer Distanz. Ich habe einen guten Vater, aber ich kann nicht dem Herrn. Und er seine Geschichte, seine Abbringung vertalen, leider, wenn die noch nach dabei stehen, wo das Heiß ist abgetragen, sei schweres Leben. Viele von ihnen können das selbst sein. Viele von ihnen, oder some von ihnen, wenn sie bannen, die können sagen, wo ich selbst an bannen warst. Und so ein Leben, wo ich dann von Rüt gekommen. Also, das Leben, das Wort, das Kasten, das, wenn wir nicht Christus folgen, und wenn es unsere Vorväter sind, wie Generation oder Generation, eine Generation oder andere in Distanz geblieben. Ich denke besonders an Bolivia, und ich sage, da, wo wir da mit den Lehrern reden, dann, ich sage, sie sind nicht, die Lehrer sind nicht directly verantwortlich, nicht einmal für was da passiert ist, das sind alle Generationen trägt, wo sie sind durchgekommen, und sie dann da bloß wiedernehmen, aber die manchmal da kommen, dass die sind, mal brechen das an eine Generation und an Gott und ans Leben anlassen. Also, wir sehen dort, das Leben, das weltliche Leben ist viel schwerer als ein christliches Leben. Für uns, was muss man sagen, short term, muss ich kein bisschen andenken als Christen, aber nicht handgegeben. Weil wir in Christen, wir sind aber nicht sicherreich. Was passiert an ans Eierleben? Wo viele Eierleben dann da abbrechen von der und Tag? Wo Christen, und ich rede von Christen, wie jeder kennen, denken, dort wurden Non-Christians dann, aber da sind viele Christen, die von der und Tag bloß nicht können fertig wollen, und die brechen ab, und das verdorft alle. Und warum? Das ich sage, das ist wegen, dass wir Christus nicht kennen. Wir wissen nicht, wo wir damit handeln können. Wenn Christus in uns Leben ist, dann darf das nicht da sein, da ist eine Antwort für. Aber wir wiederum in der Familie. Ich sage, das ist, wir sollen Christus kennenlernen, wir wollen nicht verantwortlich sein für unsere Familie, weil unsere Familie, Kinder, die fallen uns noch. Wir halten, was wir sagen dann. Dabei sage ich, dass das viel schwerer ein defeated christliches Leben, aus dem Christ, viel schwerer aus, wenn wir handgegeben sind und wir haben sich in uns Leben. Und dann der Einfluss Romans, was die Welt sein das von uns als Christen, wenn wir ein Leben leben, dann so das dort. All unsere Nachkommen, denkt wir doch mal an, dass soll der Herr uns nach 100 Jahren geben, wo viele von unseren Kindern, wo viele Menschen Nachkommen schaffen wir haben. Und wir sind ein Vorbild, wo wir sind, dort wollen unsere Nachkommenschaft most likely sein. Weil wir die Verantwortung nehmen, weil wir an einem Tag dort mal hier und kicken mal hier sind, because du hast den nicht zum Herrn gebracht. Dein Leben ist nicht allein gewesen mit mir. Drittens, am Gerichtstag, weil wir da, denken wir mal an, was wir da verantwortlich für sind. Und jeden Tag, die Bibel sagt, das Alte Testament sagt, dass Gott wird heimsuchen, die sind zu der dritten und vierten Glied. Und das, wo ich von reden werde. Wir halten, was wir sagen. Uns Leben redet so laut, dass die Menschen nicht hören können, was wir reden dann.
Wollen wir mal, lassen wir noch mal eine Schriftstelle lesen. Was sagt Paulus von das an seine eigene Erfahrung? 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 12, da ist das hier. Ich wollte seinen Schwenden übertun. Wollen wir sagen, was der Apostel Paulus sagen hat? Meine Frage ist für alle von uns, weißt du, woran Gott die hat geraten? Wo wäre Gott, was Gott sein Ziel ist in deinem Leben? Dann die zweite Frage ist, lässt du Gott die Reitmerke für dort, wo Gott sein Ziel ist, für die in deinem Leben? Wollen wir mal sagen, was der Apostel Paulus hier sagen hat? Ich lese den Apostel Paulus in der Brief, er ist so sehr klar da an. Wenn wir 1. Timotheus 1, Vers 12, da ist das hier, weil wir die Vers mal ein Bild betrachten. Da sagt der Apostel Paulus das. Ich danke unseren Herrn, Christus Jesus, der mir die Kraft gegeben hat, meine Arbeit zu tun. Der Apostel Paulus wird sehr klar daran, sagt ich danke unseren Herrn Jesus Christus, der mir hat die Kraft gegeben, meine Arbeit zu tun. Ich danke ihm auch dafür, dass mich wert geachtet und angestellt hat, am zu dienen. Weißt du, was Gott dir geraubt hat, wo Gott dir geraubt hat in deinem Leben? Ich glaube nicht, dass Gott uns bloß rauben hat, escape hell, bloß, dass wir nicht in der Hell dann kommen. Aber ich glaube, Gott hat ein Ziel, was viel geraten ist, viel wiedergeht, als bloß ans Raden, dass wir im Himmel dann kommen. Denkt mal an, was die ersten Christen haben sich gesagt, dass, oh, wir sind aber so dankbar, dass wir geraten sind, dass Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Und sie wären bloß in Jerusalem geblieben, dass Gott nicht hat verspreit durch eine Verfolgung, dass sie wären alle Wegen verspreitet und haben das Wort gepredigt. Wir würden gar nicht die Bibel haben von der nicht. Da wird kein Apostel Paulus sein. Da wird kein Stephanus sein, gesteinigt worden, wenn die nicht wären wiedergegangen mit dem Evangelium. Wenn sie ihren Raub nicht haben neu gefolgt, wo Gott am hat beraubt, und sie wären bloß froh gewesen, dass sie nicht würden in der Haltung gehen. Aber Stephanus, der predigt da, und Paulus, der hört da zu, und gibt sein Wort dazu, aber Gott, der dreht Amok ran. So meine Frage ist, weißt du, wo Gott dich geraubt hat? Der Apostel Paulus wisst das. Vers 13 sagt, wenn ich vorher auch ein rittender Verfolger in Lastra wäre, da kriegt er nur, wer er gewasst wäre. Und Gott aber hat Mitleid mit mir, wie ich weiß nicht, was ich deed, wie ich dann noch nicht an Jesus gelebt. Er sagt, dass Gott hat Mercy an ihm. Er versteht, dass Gott hat Mercy an ihm. Und dann Vers 14 sagt er, aber der Herr hat mir seine Gnade wirklich zukommen lassen und auch den Glauben und dass ich andere kann leben. Der Apostel Paulus kann gar nicht die anderen Menschen leben. Wir weiter was er für ein Verfall wir, wo er die Christen dort machen deit und gefangen nehmen und in Jerusalem brachten sie wieder. Er sagt, und auch den Glauben an den ich andere kann, und dass ich andere kann leben, so als er uns dort an Christus Jesus gibt. Hast du Trouble mit anderen zu leben? Haben du und ich Trouble mit anderen zu leben? Weil Paulus sagt, Gott hat mir das gegeben, dass ich andere leben kann, und es steht, ich die hassen da. In einem Vers 15 sagt er, da das eine Wahrheit, der Fall anzunehmen und zu leben ist, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, die Sünder selig zu merken, von der ich die Oster sehe.
Der Apostel Paulus, der was gefragt, wer er gewasst wäre, was Gott getan hat, wo Gott am Gerat hat, und er sagt, dass ich wäre der äußerste Sünder, und mir ist dort klar, dass Gott mich so gelebt hat, er hat mich gerat, und sagt, dadurch kann ich mein Nächsten noch leben. In einem Vers 18, und horcht sehr klar, was er da sagen hat. Was wäre Gott sein Ziel? War da eine Frage, habe ich hier. Was wäre Gott sein Ziel mit dem Apostel Paulus? Und dann frage ich, was weißt du, was Gott sein Ziel ist in deinem Leben? Was die Ursache ist, mehr als bloß gerat zu sein für dein Leben. Oh, du sagst, du hast keine Education gehabt, du hast das nicht, was kommst du so eine Familie raus. Weil wir mal den Apostel Paulus betrachten, wer er wie vorher, wo er rauskam, was er deed und was er war, wie er Jesus annehmen deed. Vers 18 sagt, aber Gott hat gerot, da wäre er Mitleid mit mir, dass es an mir soll zu sein sein. Weißt ihr, das ist mir sehr wichtig. Apostel Paulus sagt, dass Gott hat Mitleid mit mir. Warum? Dass dort an arm wird zu sein. Was soll zu sein? Wo graut Jesus Christus seine Geduld mit den geratsten Sünder ist? Wenn andere Menschen dein Leben betrachten, können sie dort sein, wo graut Gott seine Geduld ist und wo graut Gott seine Leib ist. Wenn andere Menschen uns betrachten, dann mit mich betrachten, dann ich frage mich selbst. Können Menschen dort sein, können Menschen Jesus seine Leib sein, wenn die mein Leben betrachten, was ich reden da, wo ich mich abholen da, was immer ich da. Und dann sagt er, dort andere daran sein können, dort sei auch kennen seilig worden. Kann ihr verstehen? Weißt ihr, wir haben all, viele von unseren Freunden all Ferken gewesen, wo sie können, Ferken da ganz erklärt, wo sie können Frieden haben mit Gott. Wir sagen Ferken, ich habe dem das so profitiert zu merken all. Der Mensch versteht das bloß gar nicht. Wir müssen ein bisschen stillhalten und sagen, how about andere Wesen, was Jesus in uns Leben tut? Paulus sagt, dass Gott hat das Torwegen getan, so dass andere dort sollen sein an sein Leben, wo Gott in der Leben ist, so dass sie auch können gerat werden. Meine Frau und die von der ist. Können die Menschen das sein, wenn sie die persönlich, wenn sie dein Leben betrachten, wird irgendwer dadurch noch Gott kommen? Oder würde sie sagen, wenn dort ein Christenleben ist, da will ich dir nicht von weitem. Weißt ihr, Geschwister, mir ist das sehr, sehr wichtig. Für unser kirchlich, für unser persönliches Leben, mein Leben, uns Leben, tschüss. Für mich nicht, für uns, für ein Leben in der Kirche, wenn Menschen uns betrachten, dann als Lighthouse Church, dass Menschen das sein, dass da ist something, was sie möchten haben. Ich habe gehört, dass Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen, dass sie Geseinen haben. Aber ich habe auch das Opposite gehört. Die Schwester, der Apostel Paulus sagt, dass Gott hat eine Ursache für mich zu raten. Er sagt, ein anderer Wort, was ich gesagt habe, das sind viele, viele Pharisäer, die krank so leben, krank dort leben, was er tut. Aber er sagt, Gott rat mich, so dass die dort können sein, wo Gott in der Leben ging, und wo gnädig Gott wir. Und dass andere Menschen, ohne irgendeine Predigt, können dort annehmen, in Jesus finden. Meine Frau und die von der ist. Wie ist dein Leben dort, wer Jesus ist?
Ik wil met een Beispiel, wil ik besproken, wat ik geloof wat we verstaan kan, om te proberen te wijzen dat er veel meer als we voten kan, als we verstaan kan, wat God reit gemacht hat für uns, wo wir uns können entfreien en vorwärts gehen an ons christliche Leben sichtvoll sein. Weet je, en wat we in physisches oder in allgemeines denken, we kunnen goed verstaan koren. Nehmt dat moet daar die terugkijken en dan wat van daar we de koren hebben zij geändert. Die hebben alle soorten gadgets aan, alle soorten toys aan wat die daar die terug niet hadden. Wanneer we een stone wat kijken, ergens een koor kijken, wat is het eerste ding wat we uitproeven? Jonge mensen die proeven uit wat voor kracht dat heeft. Allgemein. Die moeten ergens hoe binnen de stad vormen, waar geen politie is, eens wat. Moet zijn, hoeveel power heeft de koor? Dat is wat jonge mensen vaak doen. We zijn nieuwsgierig, hoeveel kracht is daar, heb ik controle over? Wat heeft hij alles voor toys wat ik gebruiken kon? Wat alles uitgeproefd. Maar weet je, laat me mal een Beispiel gebruiken van een computer. Ik weet uit de computer dat zeer veel slecht is. Ik heb zeer aan verzinnen. Maar ik weet ook dat de computer dat zeer veel heeft, zeer grote kracht. En wanneer het niet voor een computer weer, dan wordt het niet een zeer kleine Einfluss merken en een mission compared to wat we nu doen. Zo ik ben zeer vrouw dat we wat kennen doen van een computer. Weet je, aan een dag weer we een school dat we language leren at RGBI in Texas. En dan kwam een typewriter op, wat they had de Spanish keyboard met de accents en zo wieder. En dat feelde. En we kunnen aan een good sale, all the missionaries wat er weer, they kregen aan sale. Guess what? $500. And they typewriter, they were capable of accents. Boven hadden ze het Spanisch geschreven en we wilden voor Bolivia aan het veel uit. Nog een ding. We hadden veel, echt besonders had veel trouble met andere spellen. Maar die hadden een ribbon aan, den kon ik je al dat uitluisteren, you know. Wat je dan weer het eerste mal wat ik zo'n moderne machine zag. We voeren naar Bolivia, you know, van daar laag voor de eeuwen. Wat je nu hebben een computer, we hebben groot allebei en hadden 8 jaar aan de computers en dat weer een uitje arbeid. Dat was beiden niet een computer in 2013 opstaan en wat je. En we schaffen en dan zijn wat alles bijna als we worden. En we hebben bloos veel meer als we kunnen, als we het uitdenken kunnen, daarbij wat we gebruiken doen. Kies het project 3. Dat ik call once, what's the name? Wiebe. Arthur Wiebe. Computer, what do you call him? Gig. Hij kwam even en er was lots of dingen wat we. Ik gebruikte een plotje speler en dan had ik dat niet ben. Hij kwam en stal met hem op. Hij voerde bij een raam, ik kon überhaupt niet meer, ik kan hem niemals niet know wat het is erreicht ben. Daar werd ik aan, dat we bloos veel meer ben als ik denken deed. En ik probeerde te leren, maar dat ik zo schwend, ik kon gewoon niet leren. En hij dacht, hij voerde weg, hij een beetje verstaat, hij kon met den speler niet op, niet actief merken dat het schaffen deed, en hij weer groot weg. Nou werd ik aan, hij had de Wiederbahn, nu kan ik Englisch, ook German, beides aan één brief schrijven. En de computer, die wist wat van de language dat weer, en dat deed me dat voortstellen, alles erbij. Ik geloof Arthur weet dat nog niet helemaal wat hij daar gedaan heeft. Wat ik probeer te zeggen is, je zuster, daar is zoveel binnen aan een computer,
En zoveel meer als we ons uitdenken kunnen. Aber dat is best een klein beeld wat ik probeer te brengen met dat wat we aan Christus hebben. Want mijn tijd is arm, maar ik wil die bloos dat zijn. Want du geeft van der best. En du bist am Trouble. Du hast, du wunderst oft, rot ist für dein Problem oder was, oder du weißt nicht, wo vorwärts tun oder was immer. Ich will zu dir sagen, dass du hast rot. Du hast rot und du hast bloß eine Ursache, dass wir nicht Sieg haben. Und das ist, dass wir dann nicht dort anwenden, die Kraft, was da ist, für uns. Aber wenn die einmal dann sind wir an einer Situation bannen, wo wir uns selbst nicht halten können, dann brauchen wir einer dem anderen. Da bin ich Gott dankbar für. Die Schwester, ich würde sagen, weil wir dort sein, weil wir dort realisieren und denken, was das meint, an sich leben und Jesus kennenzulernen. Ich sage das jedes Mal. Gott sein Wort ist, was wir brauchen. Eine Ursache, woran wir nicht sich haben, eine von den größten Ursachen ist, dass wir brauchen nicht Gott sein Wort in uns eigenes Leben. Ich würde sicher noch eine Stunde hier davon zu reden und mit Zeit ist ab. Ich danke Ihnen für Zuhören und hoffe, dass ihr das Wort in Serien sind, dass ich habe Wort gesagt, was ihr können mitnehmen und anwenden in ihr Leben. Weil wir sie habt, dann eigentlich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort von dir. Ich danke dir, Herr, dass du machst dein Wort wieder aufdecken zu uns. Herr, dass wir möchten verstehen können, wer du wirklich bist, Herr Jesus. Und dass du machst Herr sein in uns Leben, nicht bloß ans Radar. Und dass wir möchten verstehen können, Herr, was das kosten, das Wort für Preis wir holen, für nicht die hier geben. Herr, wir weiten die Wort sagt, wir ernten dort, was wir sagen, und oh, Gott möchte uns bewahren von der Ernte, für dort den Sod sein, was dort für Destruction ist. Ich bete, Herr, dass du musst in jeder Meinung, was hier bannen hast von dir, musst du anrühren, musst du uns mit deinem Geist fallen, helfen, Herr, dass wir möchten die Namen verherrlichen mit unserem Leben und mit was immer wir tun. Da bete ich in deinem Namen mit Danksagung. Amen.